Heute ist ein komischer Tag. Irgendwie ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Zuerst hat mein Flugzeug Verspätung, dann verpasse ich meine Mitfahrgelegenheit und jetzt bin ich in dem Hotel gelandet. Mein Name ist Eugene Vickery und ich mache ein Praktikum in Berlin. Ich bin eigentlich nur kurz in der Schweiz, um meinen Bruder den Marc juristische Fragen zu beraten. Er will Corippo im Tessin touristisch aufwerten. Und bei so einem kleinen verschlafenen Dörfli führt das natürlich zu Problemen. Zum Glück konnte ich von einer Kollegin ein Auto auslehnen. Aber ich kann es erst morgen haben und darum bleibe ich jetzt noch eine Nacht in Zürich. Bericht über Succeed, die bekannteste Energy-Drink-Marke der Welt und ihr schneller Weg zum Erfolg. Die Stadt Winterthur hat neue Pläne für die Nutzung des Stadthauses. Habe ich die Musik vom Nattel nicht abgestellt? Oh nein. Es ist nichts. Aber ich habe doch etwas gehört. Wieso habe ich gedacht, ich hätte vorher Musik gehört? Von wo ist denn der Sound gekommen? Vielleicht ist ja im Gang so ein krasser Gangster mit lauten Boxen durchgelaufen. Oder draussen hat einer im Auto laut Musik gehört. Ja, so etwas muss es gewesen sein. Oder vielleicht auch aus dem Nachbarszimmer. Wenn man schon die Musik hört, wollte ich gar nicht wissen, was man sonst noch alles hört. Das ist irgendwie ein Flashback an die Kindheit, wo der Marc noch im Zimmer nebendran war. Bilder verdrängen. Fuck! Ich kann einfach nicht schlafen. Was war denn da? Da war doch etwas. Nein, das ist etwas früher. Zuerst läuft er dort der Wand entlang, geht dann auf die Bühne, dort, wo er vor der Projektion durchläuft. Jetzt dann gerade. Genau da! Da ist doch etwas aufgeblitzt. Mal schauen, ob ich genau dort stoppen kann. Was? Das ist ja ein Succeed. Werde ich etwa durch die Werbung manipuliert, um Succeed zu trinken? Und weil ich am Abend nicht einschlafen kann, bin ich den nächsten Tag übermüdet und brauche Energy Drinks zum Wachwerden. Und am Abend, wenn ich Fernsehen schaue, werde ich wieder aufgefordert zum Trinken und kann nicht schlafen. Das ist ja völlig absurd. Nach dem Ausleeren noch auswaschen. Meine Eltern haben schon recht gehabt. Immer sauber und clean bleiben. Ist Beeinflussung durch solche Bilder echt legal? Könnte schon noch sein. Fuck. Ich hätte beim Werberecht besser aufpassen und mich nicht so im Baurecht vertiefen. Nein, das ist zwar schon gut. Denn man muss ja Prioritäten setzen im Leben. Und ich sollte ja später die Firma vom Vater übernehmen. Aber ich sollte mich nachher mal ein bisschen schlau machen über die rechtliche Situation von diesen eingeblendeten, unterschwelligen Werbeframes. Vielleicht ist es tatsächlich legal, aber dass der Fernsehsender da mitmacht, das ist komisch. Wenn das rauskommen würde das sicher ein riesiger Skandal. Ich sollte sie einfach mal darauf aufmerksam machen, was sie ausstrahlen. Die wissen das sicher nicht. Sehr geehrte Damen und
Herren, gestern Abend habe ich in Ihrem Programm kurz aufblitzende, unterschwellige Frames von Saxiddosen entdeckt. Also machen Sie sogenannte subliminale Werbung, welche verboten ist. Wissen Sie von dieser Manipulation? Hey Marc, hast du das Mail gesehen? Ja, ich bin gut angekommen. Aber hast du das Mail gesehen? Und? Ja, eben, es ist verboten. Die Leute könnten uns alle manipulieren und niemand würde es merken. Wir müssen die Sache unbedingt an die Öffentlichkeit bringen. Ich habe schon den Medien geschrieben, bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Aber du hast das Frame gesehen. Ja, ich bin etwa in 3 Stunden bei dir. Ich warte jetzt gerade auf eine Kollegin, die mein Auto bringt. Mhm. Okay. Ciao. Bis dann. Hey Malaika, hey. Ganz gut? Ja, danke Mama. Ja, ich muss dir etwas erzählen. Gestern Abend, hey, shit, ich bin am Fernsehen gesessen. Da nimm den und ich Schlüssel. Was? Der Lichtschalter klemmt ein bisschen beim Auto und ja, wir sehen uns und hören uns. Und pass auf dich auf, tschüss, ich muss gehen, tut mir leid, tschüss. Ciao. Malaika war auch hergestresst heute. So richtig kurz angebunden. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn sie Saxid Energy Drinks trinken würde. Ich meine, sie hat genau so die Symptome gezeigt von diesen scheiß Saxid. So völlig ungeduldig, nervös, sie kann nicht mehr zu Ende denken. Und genau wegen dem sieht man ja die Manipulation nachher nicht mehr. Also bei ihr würde es mich echt nicht überraschen. Die Malaika trinkt ja wirklich Saxid. Sehr geehrter Herr Vickery, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die S&C Media Group nichts von diesem Phänomen weiß. Fuck. Sie sehen es nicht. Aber das Mail ist zu kurz. Sie haben meine Sachen sicher gar nicht genau angeschaut und mich einfach direkt abgewimmelt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich die aufblitzende Saxiddose gesehen habe. Es ist wirklich da. Ich lasse mich einfach abwimmeln, weil ich lästige Fragen stelle. Wahrscheinlich wissen sie auch über Saxid-Werbung Bescheid. Sicher bekommen sie dann auch noch Geld von denen und stecken mit denen unter einer Decke. Haben die denn so viel Macht? Energy Drinks sind ja schon ein Millionengeschäft, aber ich muss unbedingt zu meinem Bruder. Er weiss sicher, was zu tun ist.
Grüezi, Sie, hören Sie, das würde ich jetzt nicht machen. Wieso? Er ist Ihnen noch nie aufgefallen. Fast niemand mit trinkt Red Bull. Nur noch das Sexy. Ja? Ich habe zum Beispiel bei meiner Enkelin gesehen, so unterschwellige Werbung, die aufblitzt Ja, von dem Saxid. ich habe das auch entdeckt. Eben. Und wer das beobachtet, der wird verfolgt. Was? Verfolgt? Bin ich jetzt auch verfolgt? Also das weiss ich natürlich nicht. Aber vielleicht haben sie Glück. Und die Leute von den Sexes, man sieht das denen übrigens sofort an, sind alle zusammen schwarz angelegt, weißes Hemd, Krawattennadel. Die verfolgen einen. Aber vielleicht haben sie Glück, dass sie jetzt mögen schleifen. Es ist Zeit für das Verhalten. Merci. Sonst verpasse ich das Jassen. Adieu. Ade. Shit. Ein Typ mit einer Krawattennadel. Hat er also doch recht gehabt? Einfach unauffällig hinten reinlaufen. Ich bin ja jetzt gerade bei meinem Bruder. Er muss sicher nicht dort hin, wo ich muss. Solange der unheimliche Typ da vorne nicht rechts geht, ist alles in Ordnung. Fuck! Er geht rechts! Er tut mich sicher vorverfolgen! Renn, Eugene, renn! Einfach geradeaus! So schnell wie es nur geht! Aber nein, im dunklen Loch unten holen sie mich sicher! Also Uhr! Dunkle Ort habe ich Angst, das ja schon immer gemieden. Ich habe ja schon als Kind immer eine Nachtlampe gebraucht zum Schlafen. Soll ich rechts gehen? Nein, da kommt mir dann ja nur der Krawattennadelmensch entgegen. Da, ein Licht, genau da durch muss ich. Und dann der Hang näher zu der Sonne. Die Sommerferien in San Diego habe ich ja das erste Mal Saxid getrunken. Saxid sind ja zuerst in Amerika gewesen. Und bis ich die dann endlich in der Schweiz gefunden habe, ist es sicher noch ein Jahr gegangen. Aber dann sind sie eingeschlagen wie eine Bombe. Ah, fuck. Hörst du den Helikopter? So auf dem Platz bist du freiwillig. Schnell wieder in die Gasse rein. Schnell zu deinem Bruder. Was ist, wenn der Helikopter Bomben fallen? Die das ganze Dorf auslöschen. Links! Links! Der immergrünen Pflanzen an. Was wartest du noch so lange? Fuck! Sogar da in der kleinsten Gemeinde trinken sie Energy Drinks. Wo bin ich da nur gelandet? Scheiße, jetzt verfolgen sie mich schon mit Jagdhunden. Schneller! Haben die mich etwa da oben erwartet? Und ich habe die Verschwörung nur per Zufall entdeckt, weil der Typ mit der Krawattennadel einen Fehler gemacht hat. Guten Tag, Herr Vickery. Schön, Sie zu sehen. Ihre Brüder haben mir schon viel von Ihnen erzählt und haben gesagt, Sie kommen heute noch vorbei. Du kannst ihn! Ich weiß, wer du bist! Wieso manipulieren die alle? Du schaffst unser Gesicht! Du musst es gar nicht verheimlichen! Ich weiß alles über euch! Und ich will alles aufdecken! Ich weiß nicht, was Sie haben, Herr Vickery. Ich bin der Herr Glenkli. Ich arbeite schon 9 Jahre bei der Insure. Ja, schauen Sie selber. Du lügst! Lügner! Er lügt! Er hat die Krawattennadel! Genau die! Die haben alle, die zu Saxid gehören! Eugene, jetzt beruhig dich. Er ist Versicherungsvertreter für Coribo Tourismus. Er lügt! Benimm dich bitte. Alle, die bis Benimm dich bitte, du weißt, Vickeris benehmen sich nicht so. Lass mich nicht an! Hast du das Algorithmus? Er lügt einfach! Ja, hallo, da ist Glättli. Ich bin in Coribo, im Büro von der Coribo Tourismus. Ein Kollege von uns drückt völlig durch. Er ist aggressiv und wird handgreiflich. Der Brüder hebt ihn zurück. Kommen Sie so schnell wie möglich vorbei. Nach einem schlechten Tag, wo man meint, es kann nicht mehr schlimmer werden, kann es trotzdem noch beschissener werden. Glaubt mir. Nachdem dann die Polizei kam, haben sie mich in die Psychiatrie gesteckt. Die glauben doch tatsächlich, dass ich mir das alles nur einbilde. Doch, wenn es nur eine Einbildung wäre, dann wäre das Frame weg, wenn man den Film nochmal schaut. Oder?